So, herzlich willkommen zu der Spontan-Demo. Hi zu Lützeburg. Geht in Artikel 13. Moin. Moin. Ich meine, nicht für ihn her, ich mache den Lautsprecher ganz gut. So, merci an alle Leute, die mal hier sind, die dem Event gefolgt sind, und auch natürlich den Unfreiwilligen, die hier im Restaurant, also du musst nur lauschen. Aber das Thema ist extremst wichtig. Wir sind hier, weil gestern am EU-Parlament von Artikel 13 bzw. 17 an 11 bzw. 15 angeholt sind. Wir sind da dagegen. Das ist eine Einschränkung an uns Meinungsfreiheit, eine Einschränkung für uns frei auszutauschen und eine Einschränkung für können frei Sourcen weiterzudelen. Für uns danke ich das Wort und den Florian Holtschen, Vizepräsident von der Jungen Piraten. Merci. Guten Abend. Merci, dass ihr hier seid. Auch wenn ihr nicht so viel seht, ich meine, die kriegt alle gute Matt und wird auch gestreamt. Also, letzte Weekend sind wir alle gut auf die Straße gegangen, engagiert Bürger und Politiker, die gegen die EU-Urheberrecht direktiv demonstriert. Und das nicht nur zu Lützeburg, mehr ganz Europa. Es gibt einen internationalen Protestwelle und es dürfen über 5 Millionen Unterschriften gesammelt, die alle Warnungen und alle Kritik knallhart ignorieren. Trotz massiven Protest wird direktiv gestern am EU-Parlament angeholt. Es war ein trauriger und wirklich dunkler Tag für das Internet und für unsere Meinungsfreiheit. Wir gehen uns nicht geschlagen. Das Internet ist ein freier Raum, ein Raum für den öffentlichen Dialog, ein Raum für den Austausch von Wissen, ein Raum, an dem kreativ kann gehen und auch ein Raum voll Inspiration. Diesen Raum müssen wir schützen. Die EU hat kein Recht, uns Freiheiten durchzuzwingen, von Uploadfiltern und durch Linksteuern zu beschränken. Wir, die jungen Piraten, werden uns weiterhin für Recht auf ein freies Internet stark machen, solange direktiv nicht endgültiger Kraft getreten ist. Als durch ein Wort am Rot werden wir alle Versuche unterstützen, direktiv über den Droit d'auteur in seiner aktuellen Form nachzustoppen. Also, wenn die Richtlinie definitiv in Kraft tritt, werden wir uns nicht geschlagen. Wir werden nicht aufhalten, für uns Freiheit anzusetzen. Wir werden weiter kämpfen, wir werden weiter protestieren, bis sie uns wirklich hören. Merci. Guten Morgen, alle vielmals merci, dass ihr hier seid. Mein Name ist Marie-Paul Donslinger. Heute stehen wir vielleicht zu viel vergrimmelt da. Aber moi, stehen alle Guten, die rundherum ab. Aber dann hast du gelacht, dann hast du später die Bluten aus und dann musst du keine mehr wohnen. Das Internet ist für uns alle Guten eine Meinungsfreiheit und ein Menschenrecht. Mit dem Internet ist Kannst du dir mein Handy und halten und Meinungsfreiheit. Das Internet also so für eine Meinungsbildung sich zu machen. Alle Guten, die Jungs, die müssen Exposé schreiben. Was soll man denen? Geht auf Wikipedia. Wikipedia hat einen Tag aus. Das ist keinem aufgefallen. Irgendwann geht es ein Tag, ein Monat, ein Jahr, und wir haben nichts mehr. Gut nichts mehr, wo wir uns referieren können. Wir können keine Quellen mehr geben. Leute aus Europa, Leute aus der Welt, egal von wo, schicken uns ein Foto. Wir sehen, dass wir etwas gekriegt haben. Wir sehen kein Bild, weil es zensiert ist. Wir kriegen gut nichts mehr. Wir kriegen keinen YouTube-Film mehr, wir kriegen keine YouTube-Musik mehr. Artisten, die können ihr Musikpreis gehen, die traciert kein, weil sie irgendwie beim Bürger holen. Voilà. Was soll ich sagen? Ich bin EU-Kandidat, wir haben eine flotte Equipe zu 6 Leuten an der Kurs. Ich meine, dass das Jahr mehr wichtig wie all die anderen Jahre, dass Leute wählen gehen. Ich gebe euch dafür aufrufen. Gibt keinen weißen Zettel ab, beschwert nicht, wir kreuzen tun, und kreuzen das richtig tun. Ich sage euch vielmals merci. Und ich hoffe, dass als Parlamentarier irgendwie sich den Arsch abproppen für das dort zu anderen, das darf nicht so im Raum stehen bleiben. Vielmals merci. So, moin alle zusammen. Ich war schon auf der letzten Demo gespart, ich werde heute auch ein schwätzen. Und zwar, wie gesagt, dass diese Idee gehen, wir haben eine Chance, wie ich auch gerade gesagt habe, wir haben eine Chance, dagegen zu stimmen. Am EU-Rat, dafür auch als Politiker, wenn da es heiert, wenn ich glaube, stimmt dagegen. Und auch als deutsche Kollegen, die auch nur noch auf Straße gehen, auf Haut nach, und die nächste ich auch nach. Wenn ich glaube, so deren Politiker, sie sollen dagegen werden. So muss die CDU, ich meine, das ist die einzige Partei, die nach dagegen muss stimmen, das, nein, klar. Aufgestimmt wird, das ganze Ding. Und dafür, wenn ich glaube, los ein Internet mal trauen,
wir wollen als Internet winnen. Also, wir sind alle gut für neue Urheberrechte am Internet. Wir wissen, dass alle gut, dass das muss gemacht werden, aber nicht auf TV. Und daher soll ich sagen, merci an die Wähler das Jahr, an die Jung. Wenn er andere will, etwas dazu sagen, los den Moment. Guten Abend, mein Name ist Philipp Ernster und ich betreibe die Internetplattform Meteo Bullet. Und die Reform vom Artikel 13, die betrifft das alle Guten, die Monster, die stehen aber bewusst. Wenn ihr rundherum guckt, die sind überall Touristen, die halt Fotos machen. Am Hintergrund haben wir dann Logo, wie zum Beispiel der Hand von Pizza Hut, vom Chi-Chis und so weiter. Aber die sind sich nicht bewusst, dass wenn sie die Fotos da posten, auf Facebook nicht sollt die Rechte kriegen, die Logo dürfen zu posten. Also, dass sie dafür veröffentlicht gehen von den Kreatoren, da gehen das Foto fortgesperrt. Das ist der Sinn von dem Upload-Filter, weil die durch den Artikel 13, respektive 17, machen sich die Einzelplattformen haftbar für den Content, den die User uploaden. Und wenn die Plattformen oder die Konzerne nicht die Lizenzen haben, für das hier Nutzer können die Logen uploaden, dann gehen das Foto definitiv gelöscht. Das ist ganz egal, ob das Fotos sind, das können auch Videos sein oder was auch immer. Egal was das ist eine Gefahr, dass er dann einfach weggeblockt wird. Ich hatte gestern noch probiert, also mit dem es Beschluss ging aus dem Parlament, und ich gestern probiert sehr ein Video rauszugehen auf Facebook. Und glücklicherweise sind noch ziemlich viele Leute gesehen in kurzer Zeit, nur einer Stunde hatte ich schon 10.000 Views, mittlerweile sind wir bei über 45.000 und über 80.000 Leute haben den Post überhaupt auch gelesen. Und ich gebe so hier im Land gibt noch keinen einzigen Post, den überhaupt so viele Leute erreicht wird zu dem Thema, zum Beispiel, was Medien überhaupt noch gehen. Kein Mensch oder gibt nur ganz selten, aber so eine Medien, die für das ganze Thema gesucht. Und das ist auch der Grund, weil Leute so unaufgeklärt sind, dass viele Leute so, wir dürfen übertreiben oder was auch immer. Wir denken, jeder, den hier steht, und auf all Jahren oder Jahrhunderten, solange sie in der EU leben, betrifft es sie auch. Und ich denke, das ist schon Grund genug für sich, gegen diesen Upload-Filter stark zu machen. Ich tue nicht schon merci, und merci auch, dass ich gut konnte. Was soll noch denen sich zu Wort will melden? Das ist ein bisschen klein. Mit vielen Leuten da. Mit den Leuten, die da sind, setzen sich an. Ja, guten Morgen. Ich meine, meine Nummer ist noch nicht so wichtig. Ja, ich meine, meine Nummer ist noch nicht so wichtig. Das Einzige, wenn ich noch ein bisschen Nachrichten nachgeguckt habe, mittlerweile haben sich schon ein paar Ministerinnen ausgespart zum Wort gestern. Und vom Wort war zum Beispiel das komplette Copyright-Gesetz zu ändern. Und das so rauskommt, dass 13 Leute falsch geworden haben. Und wenn ich gucke, dass 5 Worte, wo sich gefehlt haben, dass das Gesetz geändert gehen, ja, 7 Leute waren für eine Änderung und die ist nicht durchgekommen gehen. Und die EU hat am Endeffekt, weil das tolle Wort war, das nicht mehr berücksichtigt. Also im Endeffekt durch einen Fehler, als das Gesetz so wird durchkommen. Also, das ist definitiv ein dickes Problem dabei. Ja, wie schon verschiedene Leute gesagt haben, wählt jung Leute, die Ahnung haben, wird auch wählt und auch weiß, wie eine Knöpfchen drückt. Und dann hoffen wir, dass das vielleicht bei den EU-Wahlen ein bisschen besser läuft. Merci. Was habe ich nur den Absolsuren? Also, gut gemerkt, gleich in die EU-Wahlen, dann muss ich für die richtige Leute entscheiden. Also, überlegt, wen er wählt, wer er wählt und wer in Zukunft gewählt wird. Dann riech ich nur den Absolsuren, einer links, noch jetzt. Nee? Okay. Also, wenn nach Ihnen du hast, den Absolsuren schwingen, sind da noch ein paar Leute da, dann können Sie ruhig ein kleines rumkommen. Ich spiele mal ein bisschen Musik, die lizenzfrei ist. Okay. Ich habe mich später dann in den Spiel gestaltet, sind ich auf Segrand als die Präsident von der Sektion Stadt Letzteburg von der Piratenpartei, auch Vizepräsident vom Bezirkszentrum von der Piratenpartei. Ich habe gestern den Wort mal verfolgt, die hektische Worte, die durchgesund gehen hast. Und das ist für mich erschütternd, wie Leute, die wirklich informiert sind, besonders als Kollegen aus Deutschland, wie zum Beispiel Julia Reda, die da permanent auch in der Pracht gesehen von anderen Leuten, die dagegen fahren. Und das nehmen, weil sie ihrem Lobbyismus folgen und nicht dem Volk. 5 Millionen Unterschriften sind herangereicht gehen
5 Millionen Leute sind komplett ignoriert gehen. Die ganzen Demonstrationen von hunderttausende Leute an der ganzen Europäischen Union sind ignoriert gehen. Es kann nicht sein, dass die Europäische Union mehr und Lobbyen lauscht, wie auf Vorleg. Auch wenn sie wollen die Rotateuren schützen, nicht auf dem toten Weg, nicht an dem man uns Meinungsfreiheit einschränkt, uns vier schreibt, was man dürfen heischlöten, aber nicht. Das feiert sein Big Brother System. Und ich will die Europäische Union als eine Union halten und nicht als Big Brother bezeichnen müssen. Das soll nicht merci. So, moin, der du baust sein. Moin Kevin, moin Tiefkühlpizzen, wie geht's? Ja, Demo-Tag in Luxemburg, ja, es waren 501, ist ja nicht schlimm. Und Tiefkühlpizza, schon überall auf Facebook gepostet. Ja, ich weiß, dass du kein Facebook benutzt. Ich habe ein bisschen das auf Twitter posten, ich weiß. Aber nicht so denken, sondern schlüten dich auch mal an. Geh mal lädt. Nee, Nawal nicht. Wir sind am Stream. Nee, wir sind am Stream. Sind das zwei Stecker, die nur geguckt haben? Das ist egal, jetzt sind noch viel mehr. Ja, sind das zwei mehr. Wie gesagt, merci, dass ihr nur geguckt habt. Verdeelt den heute den Livestream. Macht den hart, deelt den überall. Und dann sehen wir uns rum. Ja, weißt du, heißt Lützeburg Sache Publik zu machen, ist schwer. Wir hatten schon dem David Winter vom RTL Bescheid gesagt, also da hat man einen Post im RTL. Wir hatten schon auf Facebook bei Socken Matthias Terror gemacht. Alle möglichen Parteien heißt Lützeburg hat Werbung gemacht für die Dinge. Es waren über 1000 Leute ungemeldet. Wie gesagt, leider ist Lützeburg klein und so Sachen kommen halt leider nicht oft durch. Das ist das Problem. Wie gesagt, nächstes Jahr informieren ich dich direkt und dann ist das kein Problem mehr. Also, auch für so kurzen Dinge sind einfach noch viele Leute kommen. Es sind die Morgen auch echt gestorben und nach Gewür gehen. Ich habe gestorben und nach mit Leuten geschwart. Auch heute haben wir einen Post gehabt auf RTL. Merci und das ist David Winter ein Kehr. Ja, mir bei vor die Fußschutzer hat noch allem frei. Das hat nur den. Das 4D besser gesagt. Das Leid an der ganzen Show drüber geschwart. Über das Thema geht nicht an der ganzen Show geschwart. Leider Gottes. Wir müssen mehr drüber schwätzen, weil wie die Leute heute gesagt haben, es ist krass, was da geschieht. Es ist schlimm, was da geschieht. Und es ist unvorstellbar, dass so etwas geschieht. Ja, okay, ich habe eine Gemäß von Eltern gebraucht. Aber ich war den Tag selber vor die Future heuer. Hier waren einfach so viele Leute. Und ich bin auch der Meinung, dass. Ja, aber die meisten haben nicht verstanden. Das ist das Problem. Die meisten haben nicht verstanden. Die meisten gesehen, oh ja, okay, wird sich schon nicht ändern für die kleinen Mann. Für die Großen, die wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, die nicht mehr konsumieren. Für die wird sich nicht ändern. Aber für die Leute wie mich, die auf Facebook oder auf Facebook, auf YouTube, auf Twitch, Facebook, los egal was das sind, etwas erreichen wollen. Für die Kleinen ist es los und schwer. Und mit der Direktiv geht es noch mehr schwer. Weil, was muss YouTube tun? YouTube hat 3-4 Möglichkeiten, für etwas zu machen. Die erste ist einfach alles zu blocken, weil das die EU könnt. Werden sie nicht machen, weil ich meine aber. Weil ich meine, da gehen zu viel sofort. Das heißt, sie werden immer noch die Großen so los sein. Das heißt, die Kleinen haben keine Chance mehr, für irgendwelche Video zu machen. Das heißt, die da sind, geht es, aber für die Kleinen, für mich, ich komme nie groß raus. Das ist doch nie mein Ziel, die groß rauszukommen, okay. Weiß auch nicht, wie ich mal machen. Ja, voilà, mit den Zeichnungen. Das ist das nämlich. Weil es sind absolut, du weißt ja nicht, dass du das gemalt hast, dass du das warst.
Das ist so hirnrissig, die ganze Gesetzgebung, dass das mich abregt. Ja, ich meine, du warst nicht viel anders wie ich. Und tut mir leid, Kevin, ich hoffe, du hörst auch noch zu und verstehst wenigstens was. Die Tiefkühlpizza hat gerade gesagt, oder ich habe gerade gesagt, für die Großen, für den Mainstream wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, für die, die konsumieren. Für die wird das Internet sich nicht verändern. Vielleicht, ja. Aber für mich, für die Kleinen, wo wir auf die kleinen Internetseiten unterwegs sind, wo wir das Internet durchforsten, wo wir das Internet lieben, für uns ist das ein Grund zu streiken, weil unser Internet, nicht das Internet, von dem da hinten gerade rumläuft, geändert wird, aber mein Internet wird geändert, weil ich viele so Sachen gucke und mache. Das wird alles verschwinden. Das ist eine ganze Kultur, die verschwinden wird. Ja, du sagst es. Lobbyismus und Korruption. Genau. Das ist genau das. Und schon haut schon mal 2-3 Personen drüber geschwärzt. Und schon mal länger Personen geschwärzt, die immer gesagt so. Türkei wird streiken zu gehen, weil das ist sowieso alles korruptiert. Wie wird so streiken können, das ist sowieso gesagt. Und wir sind wir an der EU schon auf dem Punkt, dass man das so muss. Ehrlich, das ist doch schlimm. Gott. Aber wie gesagt, ich so nicht auch gemerkt, dass er nur geguckt hat. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Nicht vergessen, übernächstes Wochenende. Ja, voilà. Korruption, wie Geld aus ein. An sich so Geld am Parlament gut kein Riesel. Das sehen wir irgendwie könnte da noch mal durch. Ich weiß es nicht. Me. Ja, mir steht ja auch noch in anderen Deal an der Luft von der Zeitung Asian-Apples. Guckt ihr schon ein YouTube-Video dazu an, vom Herrn Newstime, voilà, bei Himmelsstären. Du aus einem Artikel von einer Zeitung kommen. Ja, mit Frankreich, genau das. Was soll das? Sind wir so weit? Den Deal, genau den Deal. So. Was soll das? Ich verstehe das nicht, ganz ehrlich. Gleich gucke mich mal nicht, Junge, ich schwer, ich gehe, gleich gucke mich, Kilometer. Ich fand das witzig. Ist das also Verständnis von deiner Diplomatie? Ja, wir wollen das. Okay, wenn der will, dann will mehr das. Sie wollen eine Spielstellung kommen oder was? Ehrlich. Ja, aber zum Schluss war okay, geil. Zum Schluss war ein Parlamentarier hier, das Gesetz aufstimmen mussten. Da könnte ein EU-Gerichtshof so, das Gesetz aus gilt, es war kein Uploadfilter dran aus. Weil kein Text, also am Text steht zwar kein Uploadfilter, mit da steht eine technische Möglichkeit für die Verhinderung von überheblichen Sachen, die abgeladen gehen. Weil das da ein Uploadfilter. Ich frage mich immer. Wie gut. Schluss nicht. Nicht vergessen demnächst aus Zucker mit Herz. Also in 2 Wochen. Wann schläft sich dabei? Und eine gute Tiefkühlpizza. Kevin, ich bin dann ja wieder weg. Wir sehen uns spätestens beim Livestream von Socken mit Herz. Wir würden uns freuen, wenn ihr alles zuschaut. Bis dahin. Ciao, ciao. Am 6. und 7. April nicht vergessen. Ciao.